Servus Leute, ich bin's wieder, euer Läusel. Und ich bin der Papa. Und dahinter ist der. Jens Lupo, hallo. Und wie ihr seht, der Jens Lupo hat schon ein Haarnetz auf. Genau, weil heute wird gekocht. Und zwar ordentlich auf Thüringisch. Was kochen wir? Eier. Eier. Ja, Eier kochen. Das ist sehr spektakulär, dass man jetzt hardkochte Eier kocht. Nee, du, wir machen heute was Spezielles. Wir machen heute nämlich Senfeier, damit ihr mal was Gescheites esst hier. Senfeier. Senfeier, ganz genau. Gekochte Eier, Kartoffeln und eine gute Senfsoße. Aha. Sagt ihr nicht Mostrich? Mostrich-Eier. Na, da kommt Senf rein. Ja, Also bin ich mal gespannt. Also es wird diesmal ein Thüringer Rezept und kein bayerisches Rezept. Zuerst prüfen wir mal, ob wir alles haben. Dann machen wir mal die Checkliste. Also erst einmal das Haarnetz. ja Ich Haarnetz. brauche keins, weil ich habe einen Gamsbart, wie ihr seht. Ja. Da braucht man kein Haarnetz. Papa, setz mal dein Haarnetz auf. So, dein Haarnetz. Ich soll ein Haarnetz aufsetzen. Das ist zwar nur ein alter Kartoffelsack, aber So. Das schaut perfekt aus. der Hygiene wegen, ne? Ja, ja. Gut. Checkliste. Vor allem das Zeug, was da wegsteht, aus den neuen Kartoffeln nicht. Gucken wir mal ein bisschen weiter hoch. Ich finde, das steht ja. Ja, perfekt. Perfekt. Also. Perfekt. Also, Leider haben wir keinen dritten Kartoffelsack mehr gehabt, aber ich sage, ich habe einen Gamsbart. Ja, den Gams. Dafür habe ich aber mein Kochschürzen wieder an. Super. Ja, also nachher fangen wir jetzt schon mal an. Ich halte mich halt ziemlich raus. So. Ja. So, Papa, da macht's mal bereit. Gut. Also, Eier, Eier haben wir. Checkliste. Ohr. Ohr sagt man. Ohr. 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 Eier. Eier. Ist- Ohr. Wie viel? 10 Eier. 1, 2, 4, 6, 9. Da fehlt eins. So was aber, das muss man nämlich noch schön. Du großer Gott, da fängst du ja von vorne ein schon an. Sag einmal, Ich was dachte, ich es da ist habe, vorbereitet. Papa. Also ist ein Ei. Komm mal her mit Ja. deinem. Oh ja, und? Näher, näher. Jetzt haut er mir das Ei an den Schädel. Na gut. Ja, also das muss man noch schön. Also, ich Die anderen, die sind alle schon gescheit. Da haben wir schon Vorarbeit geleistet. Ich war schon fleißig. also man tut Hast das, du gar nicht wenn gemacht. das Ei Jo, ich hab nicht gestört. touch. Also ich glaube, jeder weiß, wie man Eier schält, Papa. Ach so, Ja, ich mein schon. meinst du schon? Ja. Vielleicht sollte man jetzt eher mit der Soße anfangen. Jetzt schäle ich das Ohr, damit ich nicht wieder das Gemaul kriege. Pass auf, dass kein Scheune dran ist, weil sonst schallt die da auch nicht. Läusel, während Papa schält. Guck mal, wir haben Butter, 60 Gramm brauchen wir. 60 Gramm Butter. Ne? 2 Esslöffel Mehl. Wo ist Also, denn der Butter? da ist der Butter. Ausgezeichnet. 60 Gramm. Gib Nee. mal her. Das sind 250 Gramm. Ja, den haben wir muss ja das nicht abschneiden. komplett. Nein, ihm sei ja nicht so deppert. Ich erledigt das mit Butter. Erledigst du das mit dem Butter? Ja. Ist das Ei jetzt fertig? Ja, Ist da auch kein Scheun mehr dran? ja, da ist keine Schalen mehr dran. Ausgezeichnet. Gut. Gut. 2 Esslöffel Mehl, haben wir Mehl da. Mehl haben wir da. Ausgezeichnet. Das nenne ich mal generalstabsmäßig geplant. Ja, aber 1 Liter brauch... Milch. 1 Liter Milch. Ah, du gehst jetzt alle Zutaten. Ausgezeichnet, genau. Und den guten Senf. Aber den guten, ne? Den guten, ja klar. 5 Esslöffel mal 2. Ja, Was? Hat ich's gelumpelt, der Wäsch? Ich will einen anständigen Senf. Ja, deswegen habe ich den extra her. Da kommt der Butter in den Topf. Ja, da habe ich, eine. hab ich den Bautzner Senf. Na, also geht doch, warum nicht gleich so? Ist das der richtige Senf? Ja, Gut. den süßen brauchen wir nachher aber auch noch, gell? Ja, ein bisschen zum Abschneiden, ne? Den tschechischen Senf, den brauchen wir schon. So, Nee, Pfeffer, aber- Pfeffer, Was Salz, für ein Gewürze. Senf? Tschechischen Senf. So ein Tschechischen Tschechensenf, Senf. das ist der Original Hindelmeier, das Ja. ist ein bayerischer Senf. Ja, ja, schon klar. Du Freini, Bayerischer Senf. Der kommt aus der Tschechei. gar nicht, das ist ein bayerischer Ich schau Senf. doch mal Dann nach. habt ihr den geklaut.
Noch gar nicht. Na, der ist in Bayern hergestellt. Siehst du das, du Depp, du Damischer? Also Tschechen. Ja, das Jetzt ist muss ich zu dir echt Spionage, daran mal das ist Depp sagen. Spionage. Ach, geh weg. So, gut, fangen wir an. Also hier ist die Butter Mein guter, jetzt drin. scharfer Schinf. Ja, jetzt muss man vielleicht die Platten einmal anmachen, damit der Butter schmilzt, nehme ich an, oder? Ja. Ich kenne mich ja nicht aus, aber ich meine schon, oder nicht? Gut, also das Dings habe ich angemacht. Ja. Gut, und dann tun wir dort 10 der Senf rein. Nein, Warte mal. Zuerst Ich machst du muss mal die nicht. Butter weich. Die Butter weich machen, ja? musst du kein Einbrennen machen? Was? Ein Einbrennen. Was soll ich einbrennen? Einbrennen. Auf keinen Fall darf's anbrennen. Ein Einbrennen, oder nicht? Was ist eine Einbrenneläusel? Ja, Butter mit Mehl, Butter damit es so nachhaltig Schwitzen wird. halt. Ah! Ja, Mehlschwitze, glaube ich, sagt hier, gell? Ja. Mehlschwitze, Eine ne? Mehlschwitze musst du erst einmal Hast machen. du Schneebesen da? Ja. Gut, ja. Gott sei Dank, das hätte wir jetzt nach hinten losgekommen mit dem Das ist Papa. doch noch Gell? gar nicht eingeschaltet. Doch. Guck mal, da Ja, leuchtet doch gar mein, nicht. oh mein, jetzt kann der Papa nicht einmal Platten einschalten. Ach, Da das schau, wird da was da werden. 000, vielleicht sollte ich dann mal plus Ja, mit 000, vielleicht sollte man auf. 9. Nein, das ist zu heiß. Wie viel dann? Mach 5 oder 4. Das 4. ist nämlich ein Induktionsherd und der wird sowas von hart. Gut, also. Ja, So, da schmelzt du das erste Mal ein. Ja, jetzt sehe ich, dass die Butter geschmolzen wird. ja. Und nachher, Du, das klumpen wir unter. warum reden ich eigentlich mit? Ich weiß doch gar nicht, wie euch ein Thüringer Rezept geht. Ja, Ja, wenn wie du. du die Herdplatte bedienst, weißt du schon. Ja, schon, und ich weiß, wie ein Einbrennen geht. Gut, also ich tue jetzt die Butter schmelzen. Ja. Und 60 Gramm. 60 Gramm Butter haben wir. Ja. da bereitest du schon immer 2 Esslöffel von dem Mehl vor. Ja. Ja, das kannst du jetzt schon mal reinhauen. Also ich soll dann 2 Löffel Mehl reinhauen. Ja, so. Ne? Freilich. So, 1 Esslöffel Mehl Super. Ja. Nein, damit. und gleich den zweiten Esslöffel Mehl. Ne? Ja, und dann ganz schnell rühren, sonst brennst du auch. Mit dem Schneebesen dazu, das ist Ja, sicher. freilich ein Schneebesen. Achso, du sagst rühren. Ja. Mit dem Schneebesen kann man jetzt ja hektisch. rühren. Ganz Meine Mann, jetzt gezeichnet, hast du ganz schon Panik. gezeichnet. Hast du die Milch ja schon vorbereitet? Nein, habe ich natürlich nicht. Aber das ist jetzt aber blöd. Jetzt braucht er 3 Hände. Ich krieg den Milch nicht. Gib mal rüber, ich kümmere mich mal rum. Kümmer dich bitte drum. Ich nicht, ich schau zu, ich finde das gerade sehr amüsant. Uiuiuiuiuiui. Soll ich dann jetzt Milch reingeben? Ja, Warte, es ist warte. schon. Na, das ist doch noch gar Du musst ein bisschen nicht. cremig rühren hier. Ja, und Klumpen müssen ein bisschen. Ja, mei, jetzt eine Kamerafrau auch noch nicht langt. So, und jetzt Milch rein. Ja, aber Schluck für Schluck und immer fleißig rühren. Jetzt haust du einen Schluck Milch rein, noch mehr, noch mehr. Und rühren, damit die Klumpen rausgehen. Das ist so ein Dreck. Ja, lass einmal und jetzt rühr, damit das einmal wieder eine glatte Sauce wird. Und dann kommt die nächste Milch drauf. Warum musst du es nicht du schaffen, nicht ich? Ist doch wurscht. Toll. Tu den Kram anständig dass sich keine Klumpen bilden. Ja, schneller, schneller. Schlaf nicht ein beim Rühren mit deinem Nitz am Schädel. Jetzt haust du mir ins Lupo an, was den Milchkarton ins Gesicht rein. Ganz Ja, am sag Wetter. einmal, Jens Lupo, wo ist denn dein Netzli? Na, Hauptsache der Papa hat's auf. Gut, jetzt habe ich hier so Milch mit dem Zeug verrührt. Ja. Und wie geht's jetzt weiter, Jens Lupo, ha? Jetzt kannst du eigentlich schon anfangen, den guten Barzner Senf rein, weil ihr habt ja keinen Braunsenf, aber nimmst den Barzner her. Nehme ich jetzt den Bautzner Senf. Ne, so 300 Gramm brauchen wir, hau den Kram rein da. Ja. 5 Esslöffel Mal mal zwei. 2. Genau, Also 10 Esslöffel. 10 Esslöffel. Also. Fange ich an. 1 Esslöffel. Ja.
2 2, Esslöffel. 3, 3, Jeder Papa kann bis 3 erzählen. Cool. 4, 4, 5, 5, 6, 6, Gut, 7, da fehlen noch die 2. 3. 7, Das wäre nicht mehr. ja, das ist jetzt aber blöd. Müsste man Süßensenf dazu hauen, ha? Naja, da müssen wir die Plörre ein bisschen verunreinigen mit dem Westsenf, wenn es unbedingt sein muss. Also jetzt soll ich 3 Löffel vom süßen Senf reinhauen. Mach mal einen Löffel Dadurch vom wird Süßen. jetzt wenigstens genießbar. Also dann tut den guten Händelmeier rein. Das ist fast eine Entweihung von Ja. meiner Senfsoße, aber wenn es nicht anders geht. Das muss ja auch für einen bayerischen Gaumen genießbar sein. Bayerisch gar nicht, ich weiß es nicht, was wird dem Thüringer Ja, gerecht. also ein oder noch 2, ja. Na, lass einmal nicht, dass vielleicht tatsächlich nicht so gut So, passt. 2. Obwohl mit dem Süßensenf kann man nie was falsch machen. Gut, aber ich lasse das. Ich mache da nur 2 Löffel rein. Das soll als Maul nämlich der andere wieder. Ja. Oder rühr erst mal um, dass das schön Ich cremig wollte und gerade sahnig sagen, was soll denn das jetzt werden? Rühre mal da, wird. oder? Langsam, langsam, das schwappt sonst über, das muss jetzt alles ein bisschen cremig werden. Mei, das hat sich schon angesetzt unten, weil er nicht gerührt hat, schon fix. Du musst immer rühren, 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 rühren. Genau, bis das schön cremig wird. Und dann kann man Was dann sind denn jetzt da für schwarze Brocker drin? Vom süßen Senf. Na, ich mein, das ist ein Brand, oder? Das ist so brennt. Ja. Naja. Das schaut ja gut aus. Und was kommt jetzt halt noch rein? Aber jetzt kommt Pfeffer und Salz rein, da kann man abschmecken, dann sind wir fertig. Das war's schon. Das war's schon. Und da machst du so einen Wind für so ein. Ja, voll, das ist ja gar nichts, oder? Dann müsst ihr das erstmal essen und dann reden wir weiter. Wetten doch den Kulturbanausen. süßen Senf wird das jetzt saugut schmecken. Naja, Ja, Jo, ja. schon. das ist die Notlösung vielleicht. Also Ja, da gar wie nicht. viel Salz rein? Das ist eine neue Ein bisschen Kreation. was. So. Ja, wegen. Mehr. Aber weil nicht zu viel ins Lupo. Na, man, stopp, um Gottes Willen, um Gottes Und Willen. jetzt noch Pfeffer drauf. Und jetzt hat's der Papa schon wieder versalzen, ich sag's euch. Also schnell das. Der steht hinter der Milch, da hinten. Genau. Ja. So einen Senf aufmachen, das ist auch nicht so einfach. Das ist ein Pfeffer, lieber Leute. So. Ich meine, ja. Da kommt ja gar nicht raus. Oh mein, oh mein, oh mein. So, jetzt. Das ist ein bisschen wenig. Da ist ja gar nichts rausgekommen. Super, dass ich so viele Hilfen von euch habe. Ja, Zumindest geben wir der kluge Tipps und können selber dabei nicht falsch machen. ja genau. Mal genau in so schneiden wir's. Ja, pfui Teufel, ist das die besondere Würze oder was, ha? Die geheime Zutat. Dadurch wird das Gericht erst ein Thüringer, oder? Weil ein Thüringer Spucke drin ist. Ist das wirklich aus Thüringen? Ich dachte, vielleicht kommt es auch aus Norddeutschland. Vielleicht ist es auch allgemeiner Hast du Würfel da zum DDR-Rezept. Abschmecken? Ja, da wo der Senf drin ist. Da kann ich nicht abschmecken, da schmeckt ja nur Senf. Hinten an den Tellern liegt da sind noch Löffel dazu. Genau. Hier. Ich rühre da noch ein bisschen. Probieren wir. Kriegt noch eine Spur Zucker rein. Ein süßer Senf, nur ein Löffel süßer Senf. Und so ein bisschen Salz können wir auch noch brauchen. Also noch Und Pfeffer kann auch noch ein ganzes Eckchen rein. Ich hab gleich gesagt, mein süßer Senf, der reißt raus. Da reißt du gar nicht raus. Jo, hab Das ich ist die gleich Notlösung, gesagt. weil du selbst am Zucker geizt.
Was ich geiz am Zucker, ja ich nicht, der Papa ist du Knicker, ich Salz nicht. noch ein bisschen. Ja, gut. Und Pfeffer noch ein bisschen mehr. Da kann man was dazu. Okay. Noch mehr. Gut. Und schön umrühren, bis es schön cremig wird. Und wie ist die Konsistenz? Blubbern tut schon schön, schaut aus wie so ein Hexentrank, was der Papa macht, gell. Rühre. Rühre. Und wann schmeiße ich die Eier da rein? Jetzt. Also ich finde es tatsächlich gar nicht schlecht, aber das ist das erste Sinn. Gut, dann schütte ich jetzt noch die Eier rein. Ja, die musst du erst einmal halbieren, oder? Ah. Kann man die nicht so essen? Die kann Ja. man auf dem Teller halbieren. Gut. Also, ich darf es aber halbieren. Wenn mit dem ein Beutel sieht, dann sind es halbiert, aber gut. Ja, wir schütten sie einfach so rein. Aus, Pause. Wir sind ja nicht bei Kempinski. So. So, jetzt lassen wir die noch ein bisschen warm werden. Dann können wir es ein bisschen ausschalten, weil hier spritzt alles rum. Guck mal. Gut, dann. Ui. Der grüne Rauch, der da rausdämpft, der ist aber normal, oder? Welcher grüne Rauch. Ich bin entsetzt. Der Hexenkiech. So, jetzt richten wir erstmal eine, dann schalten wir wieder neu dazu. Ja, das Genau, ist wir gut. zeigen euch dann das Resultat, liebe Ja, Leute. da bin ich jetzt selber gespannt, gell. Ich auch. Ich Ja. auch. Es So. ist angerichtet. Nur fertig ist. Welcher tut's gut? So, jetzt probiert mal. Na, da bin ich jetzt sehr gespannt. Gib Oh mir ja, mal- und darf ich nicht. Und sagst du noch mal richtig in die Kamera rein? So. Also das sind jetzt Eier mit... Kartoffeln und Senfsoße. Traditionelles thüringisches Gericht. Ja, dann probieren wir schon mal. Darf ich auch mal Ja, probieren? darfst du nicht. Gehen wir mal um. Ein bisschen Kartoffeln mag ich auch dazu. Ich bestelle das bei der Kamerafrau. So, jetzt. Darf ich nicht auch probieren? Kann ich nicht auch mal probieren? Das ist gar nicht schlecht. Siehste? Grüße an Oma Welli. Ja, ich muss echt sagen, das ist voll gar nicht Da schlecht. kannst du noch ein bisschen garnieren mit Thymian oder mit ein bisschen Petersilie oder Ein sowas. Dill, glaube ich, da auch gut Oder passen. Dill sogar noch besser. Dann Dill nimm hat halt jemand einmal gerne, den genau. Löffel, kannst du Also mal da hier, probieren. dann werde ich jetzt endlich mal die Soße probieren. Wie Kartoffeln und Eier schmecken, weiß ich ja. Ja, das ist ja wirklich gut. Absolut lecker. Das erste Senf reißt raus. Ja. Der süße Senf, das war die Notlösung, weil er am Zucker gegeizt hat. Gar nicht, das erste Senf reißt raus, Leute. Merkt euch das an süßen Ja, Senf. also das war jetzt unser Kochvideo. Eier. Ja, der Jens Lupo hat ja noch gar nicht probiert. Ich habe vorhin schon probiert. Ja. Also, Der halt, stopp einmal, das macht mich jetzt stutzig. Warum sollen wir das essen und der Jens Lupo isst das nicht? Der Jens Lupo, immer wenn es ums Essen geht, ist er ganz weit vorn. ja, dann Ernst Ist einmal sonst jetzt, ich habe jetzt sonst das Gefühl, dass ich mich vergift. Jetzt dreht er durch. Jetzt ist es zu spät. Hier, nimm eine Portion. So, Läusel beruhigt. Echt geil. Wie daheim. Super. Okay. Echt gut. Der tut's daheim auch einen süßen Senf rein, oder? Da kommt Zucker rein zum 100. Mal. Naja, gut. Nun, man muss sich ja den kulturellen Gegebenheiten ein bisschen anpassen. Also da ist es schon okay. Wir Bayern, der einen süßen Senf dazu ist saugut. Ja, Also es schmeckt saugut, Leute. ja. Ich habe jetzt Hunger. Hunger. Ja, wir essen jetzt auch. Servus. Servus. So.